Leben. Leben, das ist... Warte mal ganz kurz. Leben ist das, was da passiert, während du auf die Erfüllung deiner Hoffnungen, Wünsche und Träume wartest. Von John Lennon, angeblich. Vielleicht aber auch von Einstein. In einer Zeit, wo man jegliche Infos kriegt und aber nie weiß, ob die zuverlässig sind, bin ich da nicht so sicher. Das Leben ist ja immer so ein Auf und Ab, gell? Und ich habe ja schon öfters mal von diesem Knödel erzählt. Diese vielen kleinen Dinge, für die du dankbar sein kannst, die sich dann zu einem großen Knödel geformt, vom kleinen Glück in ein großes, immer wiederkehrendes Glück verwandeln können. Und jetzt bin ich vielleicht auch noch gerade in der Phase, wo so ein paar saudumme Sachen, so Nicklichkeiten, alles nichts, Weltbewegendes, aber alles zusammen zu einem Knödel geformt, so ein Batzen Ärger irgendwie angefangen haben zu machen. Jetzt hänge ich erst einmal die Wäsche fertig auf und dann erzähle ich weiter. Die letzten Tage waren regelrecht ein Wechselbad der Gefühle. Wirklich so. Ich habe euch ja im letzten Video erzählt von diesem Schock, den ich aus dem Postkasten geholt habe mit dieser Steuerrückforderung. Habe ich ja jetzt Einspruch eingelegt. Es ist ja erst ein paar Tage her. Also bis jetzt habe ich noch natürlich keinen Bescheid, keine Antwort. Am Anfang war ich so, warst du wie so ein aufgeschrecktes Huhn. Was mache ich jetzt? Steuer ist sowas, wo ich mich schon nicht auskenne, was ich schon hasse. Mich dann da damit auseinanderzusetzen, hat mich erst einmal Kraft gekostet und nach dem Schock musste ich mich ja erst einmal richtig sammeln. Jetzt bereite ich die Zwiebel vor fürs Gulasch. Erzählt habe ich es nur meine besten Freundinnen, natürlich Mitbewohner, ist klar. Und die eine arbeitet beim Steuerberater und hat mir einen entscheidenden Tipp gegeben, weil ich komplett unwissend war und auch irgendwie die Begründung nur so Larifari, muss ich sagen, überflogen hatte, worum es handeln kann. Also ich möchte jetzt da nicht drauf eingehen, das ist auch vielleicht gar nicht so interessant. Jedenfalls okay. War das schon mal von der einer Freundin ein richtiger Tipp. Liebe Grüße, Betty. Die andere beste Freundin, die Eva, war dann am Dienstag da. Ja, und dann habe ich sie ja bei der Zeit, klar, ich musste das loswerden, weil mir das halt extremst beschäftigt. Die Eva ist jetzt nicht ein Mensch der vielen Worte. Dem hat sie das angehört und hat dann zu mir gesagt, also die Eva ist Slowakin, spricht also nicht perfekt Deutsch, spricht aber, finde ich, klarer und weiser als so mancher, der perfekt Deutsch spricht. Falls ich jetzt Tränchen verdrücke, liegt es dann an der Zwiebel, gell? Und ich habe gesagt, wenn brauchst du Geld, einfach Bescheid sagen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich schaffe das, ich kann das zahlen. Wenn da jetzt noch weitere Forderungen für andere Jahre kämen, dann, auf jeden Fall
hat sie dann gesagt, ja, sage ich dir nur, wenn, dann können wir dir helfen. Ich habe noch nie von meinen Freunden Geld angenommen und ich wollte es auch nicht. Aber einfach dieses Dasein, das, ich stehe an deiner Seite, das gibt mir wahnsinnig viel und ja, das ist wieder mal was zum Dankbarsein. Eine meiner Followerinnen ist Anwältin und hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Sie ist zwar keine Steueranwältin, aber wenn alle Stricke reißen, sie geht jetzt davon aus, dass ich keinen Rechtsschutz habe, was auch so ist, dann ja, kann sie sich mal die Sache anschauen. Das war total überraschend, weil wir kennen uns ja gar nicht persönlich und es war total schön. Vielen lieben Dank, du weißt, wer gemeint ist. Ja, das war das eine, was von außen kam. Und innerlich bei mir hat sich auch einiges getan. Auf jeden Fall habe ich dann, als ich ja, nach 1-2 Tagen die Schockstarre so nachgelassen hat, habe ich angefangen, meine Unterlagen zu sortieren, durchzuschauen. Okay, was war da? Was kann das sein? Habe dann einen Termin bei der Lohnsteuerhilfe ausgemacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, nicht jetzt den Kopf in den Sand stecken, nicht dir selber leid tun, das hilft einfach nichts. Es kostet Nerven und bringt nichts Positives hervor. Dann habe ich mich mit 5 Ordnern, die jetzt immer nur, du siehst das nicht, am Küchentisch und auf der Bank umeinander liegen, hingesetzt und das so richtig durchgeackert. Okay, was war da genau? Wie kann ich argumentieren? Hab dann noch herausgefunden, wer meine Sachbearbeiterin ist. Beim Finanzamt habe mit der telefoniert, einiges in die Wege geleitet. Langer Rede, kurzer Sinn, ich bin einfach aktiv geworden und ich glaube, das war ganz gut. Nebenbei habe ich noch meine ganzen Unterlagen durchsortiert, das war auch nicht schlecht. Ich pult mir ja sonst immer ein, bin recht ordentlich, aber was das betrifft, habe ich es anscheinend schon auch ein wenig schleifen lassen. Also da war schon alles irgendwie da, aber teilweise an Orten, wo es nicht hingehört hat. Und meine beste Freundin und ihr Mo, der mir selber ein Lokal, eine Trattoria, die haben mich zum Essen eingeladen. Und wenn Italiener zu Italienern essen gehen, dann ist es nicht einfach eine Pizza sowieso bitte, dann schaut es so aus. Das Gulaschfleisch kriegst du ja geschnitten. Aber mir ist es immer zu groß, das sind immer so große Teile. Ich nehme da immer, ja, in dem Fall jetzt Maximum 400 Gramm und schneide die dann daheim immer. Ich habe die dann in Wasser noch eingelegt und jetzt trocken getupft. Ich mache das halt einfach so. So, jetzt schalte ich die Pfanne ein und machen wir gleich noch eine Gemüsebrühe zum Aufgießen.
Bestimmt gibt es jetzt auch wieder einige, die mir handwerkliche Fehlerverhalten beim Kochen geschenkt. Möglicherweise mache ich irgendwas handwerklich nicht richtig, aber es schmeckt immer hervorragend und das ist mein Gradmesser. Und ja, ich habe einen Dunstabzug, aber wenn ich den einschalte, verstehst du mich nicht mehr. Letztes Mal haben sie auch welche darüber aufgeregt, dass sie nicht zuschauen können, wie ich mein Tomatenmark aus der Tube drücke. Deswegen sage ich das jetzt nicht her. Ich schütte jetzt immer wieder mit der Gemüsebrühe auf. Und falls du denkst, ich mache das jetzt umständlich, naja, ich habe das Handy in der Hand und 3 Hände habe ich nicht. Der gesalzene Knädelteig ist jetzt durch die heiße Milch eingewagt und da habe ich jetzt 2 Ohren reingehauen. Falls du simultane Übersetzung brauchst, schreib es mir in die Kommentare. Ich habe selten einen Rotwein daheim, aber den habe ich geschenkt gekriegt. Da tue ich jetzt etwas ins Rindsgulasch rein. Und gleich kommt noch ein Lorbeerblatt drauf und ich gieße wieder nach und nach mit der Gemüsebrühe auf. Jetzt geht es ans Knädelscheim. Neulich hat mir eine geschrieben, sie kann sich das gar nicht anschauen bei dem Video da in Salzburg, was ich für ein Selbstdarsteller bin. Kurz zur Info, das ist Social Media. Ich mache YouTube-Videos von meinem Leben. Selbstverständlich bin ich ein Selbstdarsteller. Bist du aber auch, wenn du ein Selfie machst und es auf WhatsApp postest. Ich sage immer, man soll sich ja nicht selber loben, ich sage immer, ich mache die besten Semiknödel der Welt. Manche machen ja Semiknödel aus Knädelbrot in Würfeln. Das mag ich nicht, ich mag es nur in Scheiben. Auch wenn ich jetzt alte Semen habe, dann schneide ich die ganz dünn in Scheiben. So habe ich das von daheim gelernt. Weil dann einfach besser eine homogene Masse entsteht. Und ich stelle gerade fest, von der heißen Milch ist das Knädelbrot einfach nur so heiß, dass ich jetzt gerade die Finger verbrenne und noch ein bisschen warten muss. Nochmal zu dem Thema Aufregerei wegen Steuer. Eben dieses mir selber Ruhe verschaffen, das habe ich früher nicht gemacht. Da bin ich nicht nur 1 oder 2 Tage wie ein aufgescheuchtes Huhn umeinander gerannt, sondern tagelang, habe mich hilflos gefühlt und als Opfer. Und jetzt denke ich mir, okay, ist jetzt suboptimal, ist scheiße, aber irgendwie haben wir schon ganz andere Dinge geschafft und das werden wir auch wieder schaffen. Ich habe jetzt durchgeatmet, habe irgendwie versucht, das Hirn zu bremsen, weil mein Hirn tut ganz gern dieses Worst-Case-Szenario so weiter spinnen. Was alles noch Schlimmste herkommen kann, dann habe ich gesagt, stopp, was ist Fakt? Fakt ist das und das und alles andere ist in der Schwebe, habe ich nicht in der Hand, kann ich nichts machen. Was ich machen konnte, habe ich gemacht. Manche Menschen beruhigen mich einfach nur durch ihre Anwesenheit. Und da gehören zum Beispiel meine Freundinnen dazu. Da habe ich ein wahnsinniges Glück, dass ich es immer wieder schaffe, von so einer panikartigen Situation dann zurückzukehren zum Status quo. Ja, ist jetzt nicht so toll, aber geht jetzt die Welt noch nicht gleich unter? Das finde ich auch gut. Also da freue ich mich auch, dass das mittlerweile klappt. Ich mache mir jetzt in diese Schüssel ein bisschen Wasser rein. Die Knädel später kann ich am besten formen, indem ich feuchte Hände habe.
Aber soweit bin ich noch nicht, jetzt muss erst einmal gequetscht werden. Und ja, ich habe meine Hände gründlich gewaschen. Ja, es ist ja dasselbe mit dem ganzen Weltgeschehen, gell? Teilweise schaltest du Nachrichten ein und denkst dir, ach ich Depp, warum habe ich nur die Nachrichten eingeschaltet? Eins schlimmer wie das andere, eins unglaublicher im negativen Sinn wie das andere. Was lässt du machen, gell? Ich glaube, das Einzige, was uns wirklich helfen kann, manchmal schaffst du einfach nicht den ganzen Weg. Das ist dann Schritt für Schritt in Etappen, das zu bewältigen, was gerade ansteht. Und manchmal raubt man das dann auch, wenn so ein Ärger ist und so ein Geschieß und so ein Hin und Her, ganz viel Kraft. Und dann hilft es mir, wenn ich wirklich alles, was gerade unwichtig ist, ja von mir wegschiebe oder einfach nicht mache. Und mich nur auf das konzentriere, was wirklich gerade ansteht. Ja. Schalte jetzt runter und schäle die Kartoffeln, weil ich mache nämlich mein Rindsgulasch, generell immer mein Gulasch mit Kartoffeln. So Routine, also die ganz normalen Dinge da, bei denen ich mich sicher fühle, das gibt mir auch oft eine gewisse Entspannung. Also wenn ich einen Haushalt mache, ja, so die ganz normalen alltäglichen Dinge abarbeite. Also insgesamt lasse ich das Gulasch mindestens 1,5 Stunden jetzt dahin köcheln, wenn nicht länger. Und ja, erst so 40 Minuten vorher haue ich die Kartoffeln in kleine Würfel dann mit dazu. Beim Knädeltag weiß ich jetzt noch nicht, haue ich nur ein Ohr dazu oder nicht. Von diesen 400 Gramm Gulaschfleisch bleibt uns mit Sicherheit was übrig, weil wir sind solche, ja, hauptsächlich Soßen und Beilagenesser und brauchen das Fleisch eigentlich nur wegen der Soße. Also da schätze ich, essen wir morgen auch nochmal davon. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich nur ein Ohr reinhaue. Ja, diese Leute, die auf deinen Kanal kommen und immer nur am Rummeckern und Kritisieren sind, diese Leute sind von mir herzlich eingeladen, meinen Kanal wieder zu verlassen. Ich möchte nur Spezielle haben, ihr wisst es, die sich halt da auch wohlfühlen. Für mich darf es jetzt zum Beispiel auch keinen Sinn machen, wenn ich auf einen Kanal komme, der mir gar nicht gefällt, da irgendwie halber die Seiten zu kommentieren, warum der mir nicht gefällt. So, super, jetzt habe ich nämlich keinen Teller geholt, aber so schauen meine Knädel aus, sind die nicht wunderschön? Gehen wir jetzt dabei da hin. Die haben so homogen, da druckt es nicht links und rechts irgendwelche Dinger raus bei meinen Knädeln. Und einfach schön. Sorry, ich bin eigentlich kein so Angeber, aber ich sage es auch immer zum Mitbewohner, manche Dinge kann ich wirklich gut und da gehört halt Knädelmacher dazu. Schön, wie man über sich selber lachen kann, gell? Das ist auch oft eine Fähigkeit, die ich unglaublich sympathisch finde, auch an andere Menschen, wenn jemand über sich selber mehr Witze machen kann als ja, über andere. So. Die vorbereiteten Knädel, die Kartoffeln, die ins Gulasch dann kommen. Und so schaut das Gulasch jetzt aus. Was mir dann auch immer total hilft, das ist, wenn ich bei uns in Traunstein in die Lourdeskapelle gehe. Also ich muss dazu sagen, ich bin schon lang aus der Kirche austreten. Aus gutem Grund. Wie du vielleicht auch. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht gläubig bin.
Ja, und ich führe dann immer so ein Zwiegespräch mit der Maria über unsere Söhne. Das hört sich jetzt blöd an und vielleicht auch vermessen, aber ich denke mir dann immer, wir alle wollen was von ihr, bitten sie um was, danken ihr für was, wollen, dass sie uns bei was hilft, aber im Endeffekt, wir fragen nie sie, wie es ihr eigentlich mit der ganzen Sache gegangen ist. Ich weiß nicht, das ist für mich ein spezieller Ort, der mir immer Ruhe gibt und Zuversicht und Hoffnung, wenn ich da in der Lourdes-Kapelle drinnen stehe und ja, bete. Wie auch immer dann Beten ausschaut. Ich muss ja kein Ave Maria beten, sondern ich kann ja so beten, wie ich mit ihr reden will. Aus Italien so eingelegte Peperoni. Da tue ich jetzt ein bisschen rein, damit das Ganze ein kleines bisschen einen Bums kriegt. Kirsche und Johannisbeere. Ich weiß, das mag nicht jeder, aber ich mag das, wenn es so ein kleines bisschen, das verteilt sich jetzt schmeckst nicht, so ein bisschen süß-säuerlich ist. Mhm. Wenn die Knädeln anfangen, sich im Kreis zu drehen, ja genau, wenn sie tanzen, sage ich immer, dann sind sie fertig. Ich tue es immer nach einer Viertelstunde sowas aus und dann kurz vorm Essen nochmal in dasselbe kochende Wasser rein. Ich habe so eine Soja-Sahne rein da und es schmeckt schon hervorragend. Dazu gibt es einen Salat. Ich hoffe, dass dir mein Video gefallen hat. War ja jetzt nichts Besonderes, aber ich glaube, manche schauen mir ganz gern beim Kochen zu. Ah ja, und nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat, dann gib mir bitte ein Like und falls noch nicht geschehen, ein Abo für meinen Kanal. Und wenn du mich unterstützen willst, freue ich mich, egal wie klein der Betrag ist. Mein PayPal-Link findest du in der Videobeschreibung. Also, bis zum nächsten Mal. Für dich.